Gesetz von Haut als den Schluss von einer Reihe von Gesetzen, die an dieser Legislaturperiode am Zusammenhang von Trennung von Kirche und Staat von diesem Parlament gestimmt wird. Ein Rückblick, was schon an dieser Legislaturperiode gemäht ging, das brauche ich nicht mehr im Detail zu machen, das tue ich auch schon mit 4 Redner gemäht. Mit muss ich aber darauf zurückgehen, wo der Anfang war. Und zwar war der Anfang von dem ganzen Prozess das Referendum vom 7. Juni 2015, wo 4 Frauen sollte gestaltet gehen. Und die 4 froh, ob das Gehälter an Pensionen von den Parteien sollen bezahlt gehen oder nicht. Du stehst froh, als der Bistum damals erpresst ging, für eben mit der Regierung an Diskussion zu treten oder die Frage am Referendum bestehen bleiben. Nicht nur der Bistum als erpresst gehen, mir auch CSV als damals erpresst gehen, und dort ist kurzfristig ein Akkord von gehen zwischen der CSV und der Majoritätsparteien, ich meine, bei 2 Minuten für den Artikel von der Verfassung, für da eine neue Formulierung zu finden, was dann auch geschieht ging, also in der Chambre an einer Motion auch damals angeholt ging. Es war also Anfang von der Prozedur, die so eine clevere Schachzug von dieser Regierung für eben das Bistum an, CSV, sozusagen zu erpressen, für sie auf die WH zu kriegen. Durchschaffung vom Religionsunterricht war ein weiterer Etappe an der Grundschule und am Sekundären, als gesagt, durch den Wertunterricht. Das ist eine Petition gemäht von über 25.000 Leuten unterschrieben haben. Es war eine Protestmanifestation, die am April 2014 mit 2500 Leuten. Alles das wird aber das Regierung, die angetreten ist für mehr Transparenz, mehr Demokratie, mehr Mitspruchrecht von den Bürgern zu garantieren, nicht an ihrem so nicht blauen Hass gegen die katholische Kirche gesteuert. Da der hat gegen das Gesetz gestimmt, wir sind und bleiben für die Schwa. CSV hat auch gegen das Gesetz gestimmt, hat aber, das muss ich fairerweise so, an ihrem Wahlprogramm für die Durchschaffung vom Religionsunterricht am Sekundär stehen gehabt. Auch da der als für eine Trennung von Kirche und Staat. Wir haben das schon ein paar Mal an unserem Wahlprogramm stehen gehabt, aber eine Trennung am Dialog mit der Kirche, an der Kirchen, an der Kirchenfabriken. Und nicht mit dem Ziel, katholische Kirche Futti zu machen oder zu schwächen, mehr am Respekt mit dem, was die Kirche an der Geschichte von unserem Land gelegt wird, und auch an Zukunft nach letzten Wert erlegen muss. Wenn das Gesetz auch muss aufgelehnt gehen, so wurde doch aber ein positiver Punkt, nämlich Proprietätsrechte von den Kirchen für allemal geklärt gehen. Ich meine, das war ein Sorge, die jeder hat, weil man darüber immer nie klare Verhältnisse hatten. Kein wusste für allem an der Gemeinde, was gehört der Gemeinde, was gehört der Kirche. Leider sind noch hier nach verschiedenen Punkten, die nicht klar sind, die unklar sind. Madame Pulver hat heute mit den Standpunkt von der Stadt Lützeburg vertrat. Und sicherlich wird die Dote froh auch nach an den nächsten Wochen am Main für Gespräch suchen und wird auch nach nicht ansehen, was vielleicht definitiv an alle Situationen Proprietätsverhältnisse anbelangt. Da kommen wir aber direkt auf die Negativseite und Durchschaffen von den Kirchenfabriken. Die über 200 Jahre alt sind hier im Land, wo Tausende von Leuten benevol am Interesse von der Kirche als Werte an unserer Kultur geschafft haben. Die 285 Kirchenfabriken gehen mit diesem Gesetz einfach aufgeschafft. Es ist also nicht mit ihnen geschwärzt geben. Die Regierung hat sogar refusiert, mit der Vertretung von den Kirchenfabriken dem Ziffel zu schwätzen und hat dem Ziffel mal kein Entrevue akkordiert. Madame Tolfer hat mit Recht für den gesagt, dass der Dialog stattfand. Aber das war auf Niveau von den Gemengen. Zwischen Gemengen und Kirchenfabriken. Aber auf nationalem Niveau hat kein Dialog mit der Vertretung von den Kirchenfabriken stattgefunden.
Die Chamberkommission hat den 24. Juli letztes Jahr den Cifel empfangen. Und wir waren blass überrascht, wie Bemol den Innenminister an der Kommission präsent war. Ich habe mir gedacht, die Kilo muss ihn haben. Den Cifel als Minister und als Regierung nicht zu empfangen, zu refusieren, aber wenn die Chamber sie dann invitieren, dann sich einfach Bämmelmatt und den Tisch zu setzen. Das wird natürlich Proteste von unserer Seite erfordert. Und der Minister hat das auch sehr erkannt und angesehen, dass es besser wäre, wenn er sich aus der Kommissionssitzung zurückzuführen. Wenn der Minister wirklich gern das Cifel gesehen und geschwart hat, hätten sie auch Kinder invitieren, auch nach Dono. Und sollen nicht eine Chamberkommission missbrauchen, für etwas, was den als Minister nicht die Courage hat, für selber zu machen. Das Gesetz ist bewusst auf die Aufschaffung von den Kirchenfabriken ausgerichtet, das war von Anfang an Ziel. Mittel dazu wird das Argument, Gemengen aus der Obligation heraus sollen, sich finanziell und den Depensen von einer Part zu beteiligen. Dafür ist der Fonds geschafft. Die Idee war, möglichst viel Kirchengebäude an den Fonds zu übergeben. Das Resultat wäre gewesen, wenn ganz viele Kirchen an den Fonds kommen wir, dass der Fonds hoffnungslos überbelastet gewesen und hat müsste eine Rekordzeit quasi faillit erklären. Darüber hinaus hat der Projekt de Loi 4 gesehen, dass Gemengen dem Fonds keine Subventionen dürfen, oder der Fonds darf keine Subventionen von den Gemengen akzeptieren. Ein schlauer Weg von der Regierung für die katholische Kirche so zu schwächen und zumindest versichern, sie klein zu machen. Das Attentat auf die Kirche ist aber Gott sei Dank aufgefordert geht. Erstens, weil nämlich 128 Kirchen an den Fonds übergegangen sind und 355 Kirchen am Besitz von der Gemeinde geblieben sind, was 73% ist. Das kann ich also so rund abgerundet. 25% sind am Fonds, und 75% bleiben bei der Gemeinde. Und zweitens, weil der Staatsrat eine Opposition formell gemäht hat, zur Regierungsproposition, den Fonds dürften keine Subsidien von der Gemeinde kriegen und erholen. Auch der Gemeindeverband Civicol hat sich dagegen opposiert, weil die Gemengenautonomie dummer der GIF in der Grube geben. Die Regierung hat darauf müsste noch gehen, so dass Lot Gemengen sich über das Subsid und der Rest oder eine Konvention und die Restaurationsarbeiten und Kirche können finanziell beteiligen. CSV hat an der Kommission ein Amendement erbracht, da auch die Subvention vorgesehen hat, mit einem Maximum von 75%. Was am Fonds mehr schlecht war, wie das Lot zum Schluss am Gesetz festgehalten ist, weil da war kein Plafond vorgesehen, was der CSV noch dazu gefordert hat, dass sie an der letzten Sitzung hier ein Amendement zurückgezogen hat, was für eine Verschlechterung vis-à-vis vom Gesetz gewesen. Kirchen an ihrer Gesamtheit sind bei weitem der größte Patrimoine kulturell, den wir hier im Land tun. Und das ist auch nicht mehr normal und wichtig, dass sowohl der Staat wie auch die Gemeinde neben dem Proprietär für den Erhalt von diesem Patrimoine sorgen und mitresponsabel sind. Ich meine, dass keiner Band, dass da so eine Diskussion rauskommt, den das aufstellt. Da muss man auch, wenn man das ehrlich meinen, responsabel dafür sorgen, dass als Kirchen eine Kapelle quer durchs Land, die aber heute relativ alle in einem guten Zustand sind, dass das auch für die kommenden Generationen ein Bild bleibt von einer schönen Kultur, und dass wir kein Interesse haben. Ich war in Frankreich, wenn du dort Kirche gucken, du hast auch eine Trennung von Kirche und Staat durchgezogen. Aber wenn du viel Kirche gucken geht, was auch ein formidable Patrimoine kulturell ist, für die löser Futter geht, dass das einfach schön, dann selbst der Feier in dem Land nicht viel kommen. Zu den Kirchenfabriken an dem Fonds aber selber. Hier gehen einfach über Gesetz Kirchenfabriken aufgeschafft. Ein Fonds geschaffen an Proprietäten an der gesamte Patrimoine von den Kirchenfabriken auf den Fonds überschrieben. Kirchenfabriken nur schon seit 200 Jahren. Ihre Lützeburger Staat ging als eigenständig als Personenmoral funktioniert, als selbstständig Akte gemacht
an ënnerschriven. Dat sie en der Tutel vum Bistumstungen beweist hier organisch Egeständigkeit, so hätten Vertreter vom Bistum selber die Akten ënnerschriven. Das gesetzlich wie als Expropriation als dürfe verfassungsfriedlich, weil Kirchefabriken kein staatlich Etablissementer sind, mehr Organismen de droit privé. Der Fonds soll à personne morale de droit public gehen, placé sous le contrôle de l'archevêché. Vor den sie im Fonds bestellen, wen als der proprietär vom Fonds. Mit Kirchefabriken geht es nicht mehr, und sie haben noch nicht im Bistum. Sie sind just unter der Kontrolle vom Bischof. Sie sind also selber von sich proprietär, aber das keine Kirchenfabrik mit do an der Bistum als auch nicht proprietär. Der Staat hat auch viele Etablissementen erfangen, aber du hast den Staat proprietär. Hier ist der Fonds just unter der Kontrolle vom Bischof. Normalerweise, wer Proprietäten der Besitzer wechseln, geht Akte gemacht an den Schrieben, geht einfach per Gesetz Besitzverhältnisse geändert. Das ist eine Expropriation, wo der Proprietär nämlich Kirchenfabrik zu keinem Moment nicht mit einem Wort oder einem Brief kontaktiert, nachgefragt sie geben. Jo, wie viel uns schon gesagt, nicht mal von der Regierung oder dem Minister empfangen gesehen. Was Proprietäten von der Kirchenfabriken angeht, hat weder der Bistum nach der Staat außer ihrer Kontrollfunktion etwas zu sagen, als schon gut nicht zu dezidieren und zu unterschreiben. Genauso wie das Gesetz sich auf eine Konvention basiert, die Eisermeinung noch keine juristische Basis hat. Weder der Bischof noch den Innenminister, sonst die Regierungsmember waren als die Kompetenz für ein Dokument, so ein Dokument zu unterschreiben. Folgt von dieser am Eisenal illegalen verfassungswidriger Expropriation als dann nur sicher, dass Prozesse bis zur Konstitutionelle bis auf Straßburg werden feiern. Er hat dann auch über die Frauen dezidiert, wo der Staatsrat an seinem Gefälligkeitsavis stillschweigend drüber weggegangen ist. Das Viergehen als kein Respekt, auch von vier Redner unheimlicher Respekt für den Benevolat von all den Leuten geschwärzt haben, mit das Viergehensweise als kein Respekt vis-à-vis von den tausenden Leuten, die in einer Geschichte benevol an der Kirchenfabriken über 200 Jahre geschafft haben, am Interesse von der Kirche als Werte an unserer Kultur. Das Gesetz wird mordicus durchgebatscht, a Platz, dass das an einer Frage für allem an aller Ruhe geklärt wird geben. Nach dem Wort zum Verhältnis zum Bistum als Zifel. Dass es große Differenzen zwischen dem Bistum an der Kirchenfabrik hier sind und auch nach gehen, wird natürlich die Regierung arrangiert. So wird der Innenminister und der Staatsminister dadurch immer genüsslich zum Ausdruck gebracht, an dem sie sagte, wenn der Bistum und Kirchenfabriken sich an einem Akkord geben, hat die Regierung kein Problem, den Akkord auf Gesetzestext zu überholen. Ob RTL sagte der Innenminister, das ist ein Problem zwischen dem Bistum und der Zifel, von sie sich eins geht, stehen ich nicht am Weg. Die Regierung hat sicherlich nicht mit einem Arrangement, an einem Akkord zwischen dem Bistum und der Zifel gerechnet. Weil wir den Akkord da war, wollte die Regierung an den Innenminister nicht mehr von seinen Aussagen und Versprechen von 4 Drohnen wissen. Aber wenn er gesagt hat, dass von Majoritätspartei, Deputierte für Drohnen, dass es der Bistum gewirrscht, wenn den das proposiert tut, dann hat das die Regierung arrangiert. Wir haben uns sagen, hat der Bistum an der Zifel eine Lesung, ein Akkord präsentiert. Für was hat die Regierung dann den Akkord nicht angeholt, den zwischen dem Bistum und dem Zifel war? Du gesagt ganz klar, dass es nicht die Regierung, nicht das Bistum an der Zifel waren, die in Ursache waren, mit Regierung wollte den Fonds doch kriegen, er wollte auch die Expropriationen so durchziehen. Herr Präsident, dass der Bistum sich beim Referendum erpressen und das Spielchen auch zum Teil matt gemacht hat, als für viele Leute unverständlich. Es kann das sicher nicht sehen, dass der Bistum nicht Vermögen von den 4 Kirchenfabriken interessiert für und nicht gutes Funktionament von ihren Poren. Das glauben wir nicht. Kirchenfabriken waren da auferstanden, zwischen den Kirchenfabriken eine gewisse Solidarität spielen zu lassen.
a wo méi reich Kirchefabriken een Deel vun ihrem Patrimon gern mat andere Kirchefabriken gedeelt hätten. Haut ausgesot gin dat fir net méiglich gewesen aufgrund vum Gesetz. E Gesetz kann den anderen de Beweis krämer haut. Wann dat also der Wunsch war vun der Kirchefabrik, hätte man dat Gesetz Jokiten dementsprechend ändern, wann het net het sollten méiglich Kirche. An der Länge auch durch Tatsache von der internen Reorganisation von den Paaren, wo mir Großpaare gehen, und durch Paaren zur Summe gelöst gehen, wir eng Solidarität zwischen den Kirchen entstanden, weil eben durch mehr Kirchenfabriken an engem Paar zur Summe sind. Herr Präsident, zum Schluss, die Zeit ist schon eine Minute aufgelassen, und ich möchte, Madame Präsidentin, dass ich die Minute weiterkriege. Zum Schluss will ich sagen, dass mit den Gesetzen, die an dieser Legislaturperiode am Zusammenhang mit der Trennung von Kirche und Staat gestimmt zu gehen, an Haut gestimmt wird, hat die Regierung unter der Leitung von einer linken Regierung DP, LSAP Grün, unterstützt von den linken Kollegen, die Regierung hat wirklich fertig gebracht, Basis zu legen, en marche, ja. Basis zu legen, für die katholische Presse den Versuch zu machen, für die mittelfristig Futti zu machen, was den Wert nicht gelingen, aber sie werden sie dadurch stärken, schwächen. Aber mit der Kirche auch noch automatisch getan, ein Stück von unserer Geschichte, als Werte, Traditionen, ein Stück von unserer Identität Futti gemäht. Daher wird sich nicht darunter beteiligen, gegen das Gesetz stimmen. Und wir versprechen, dass von daher an der nächsten Regierung vertreten wird. Das Gesetz geht aufgeändert. Der hat alle gelungen Demokratie, verstehst du? Alle gelungen Demokratie, verstehst du? Wir haben als ADR Vertrauen an die Wähler. Und wir versprechen, dass von daher an der nächsten Regierung vertreten wird, das Gesetz wird aufgeändert. Für das Kirchenfabriken zu dem kommen, was ihnen gehört. Ob ein CSV bereit ist, mit auf den Weg zu gehen, an die Wähler wollen zu respektieren, das sehen wir dann am 14. Oktober.